Hoi Steffi. Jennifer. Hast du gemerkt, wir singen nicht mehr? Aber ich kann nicht anders. Du merkst das gerade. Also, ich probiere Ja. es nochmal. Jennifer. Gerade so Jennifer ist so sehr offiziell. Jenny, hoi. Hoi Steffi, wie geht's dir? Mir geht's tipptopp. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Vielleicht müssen wir aber grad noch 'n Spoiler raushauen, dass das jetzt nicht dass die jetzige Folge nicht das einstündige «Am I the Asshole» Special ist. Das müssen wir preppen. Das müssen alle im Voraus wissen. Weil wir müssen uns natürlich auch Ja. geistig sammeln, weil es ist wie so ein «Am I the Asshole» Marathon. Und da kannst du natürlich nicht einfach reinlaufen und meinen, du kannst. Nein, da musst du wirklich trainieren. Mhm. Du musst einfach auch den Zürich-Marathon mitsäckeln und das Gefühl haben, es geht. Da sind wir zahlt dafür. Wir müssen das preppen und was wir ja da wöchentlich euch Ohrensnack auf dem Tablar präsentieren, ist natürlich eigentlich 1,5 Stunde Improv. Sind wir ehrlich? Ja. Very, very. 1,5 Stunde Improv. Von dem her finde ich das schon recht gut. Also ich finde, wir können schon aufbauen auf eine Stunde, aber das ist dann wirklich so ein Special-Event und ich glaube, wir müssen dann noch so ein bisschen Merch machen dafür und irgendwie weisst so quasi «The Hour of Power». Oh nein, das ist eine Bibelsendung, ich glaube, «The Hour of Power». Das war irgendetwas mit Christen, ich weiss auch nicht. Nein, Eher so mega church-mäßig. Ich möchte es nicht. Also- Das ist ja gefordert. Wir sind ja angefragt worden, ob wir das machen wollen. eben. Und dann also eine ganze Stunde Assholes. Also «Am I the Assholes?» Wir machen es und wir freuen uns. Ich weiss nicht mehr, wir dürfen keinen Namen nennen, aber es ist sehr ein guter Input gewesen. Danke vielmals für Ja, dich. das war sehr ein guter Input gewesen. Ja, wir haben also Ich Freude. habe zum Beispiel auch erfahren, dass Steffi Hitber nicht der One and Only ist. So lustig. Im Fall, ich bin wirklich randomly Osterwochenende und dann komme ich von der Jenny ein SMS eben mit so einem Tonfall. Weißt du, immer so, «You're not the only Steffi Hipper». Und das ist ein Spoiler-Alert und du hast es jetzt gerade gedroppt. Es hat 2. Und du musst mir noch genau erzählen, wie das gegangen ist, weil die eine Steffi Hipper is me und die andere, ich habe eigentlich ihre Identität geklaut, weil es ist meine Schwägerin. Es ist die Schwester vom zauberhaften Tigerprinz und die hat schon ihr ganzes Leben Steffi Hipper geheißen. Aber sie ist jünger als du, oder? Wie? Sie ist jünger als ich. Also Ja. eigentlich du bist ja der OG. So. Ja, ich bin eben, Ja. es ist, und was ich eben lustig finde, ist, dass wir uns in der Familie, weil es dann plötzlich 2 Steffi Hippers gegeben hat, oder? Und danach bin ich dann die Steffi gross gewesen, weil ich alt bin. Und sie ist Steffi klein. Und es ist wirklich, sie heisst in der Familie Steffi Klein. Es ist wirklich, also, Shoutout zu der Steffi Klein. Ich glaube, sie lost uns amigs. Es ist wirklich, also, you're more famous. Insider. Nein, es ist wirklich sehr cute gewesen. Aber ja, und es tut mir immer noch ein bisschen leid, dass ich ihren Namen geklaut habe. Aber ich glaube, ich hubere ihn schon nicht allzu fest runter. Ich weiss es nicht. Nein. Elevating. Elevating. We are elevating Das ist it. jetzt auch, könnte jetzt auch mega church-mäßig sein. Elevating. Nein, wir haben wirklich so etwas, so quasi Jesus Christ. Ich weiss auch nicht. Verstehe. Ja, es ist, I don't know. Ja. Nein, wir haben gesagt, wir singen nicht. Ich heute ein TikTok-Video gesehen habe von den 10 besten Renditions of Memory von Cats. Ist es schlimm gewesen oder mega Memory. gut? Ich glaube, schlimm. All alone and... Nein, eigentlich alles gut, bis auf die Rendition von der Jennifer Hudson. Also, sie Really? singt toll, aber es ist aus dem Live-Action-Film Cats. An Abomination! Ich will das Abkommen gewesen, dass niemand auf der ganzen Welt jemals wieder über den Film redet. Einfach, den hat es nicht gegeben. Okay, zu streichen, natürlich schnell die letzten 30 Sekunden streichen. It did not happen. Das war wirklich schrecklich gewesen. Das ist wirklich eine meiner schlimmsten Erinnerungen. Ich hasse ja Musicals. Und ich habe mal in London, wo ich irgendwie an der Book Fair war, habe ich mit dem Chef das Musical schauen. Und ich bin mega krank gewesen. Und habe einfach irgendwie etwa 3,5 Stunden lang das Hure Cats hören. Und ich habe so, I want to die. Und die mit auf der Bühne, es ist ganz schlimm gewesen. Anyway. Ja, Ja. stell ich mir etwas vor. Ich bin auch, also ja, ich habe gerade 2 Musicals gesehen in meinem Leben. Und da kannst du ein bisschen froh sein, hast du einen Sohn. Weil Musical-Shit ist etwas, wo so kleine Mädchen sehr affin sind. Aber ich finde es recht gegendert, Steffi. Finde ich im Fall nicht okay. Ich bin auch total Ich daneben. habe kleine Buben, Billy Elliot, wo gerne Musical haben. Ja, das ist total wahr. Aber ich meine, es hat bei uns wirklich so Prinzessin Lilifee, die Story habe ich erzählt. Das Prinzessin Lilifee Musical, wo die Lili, meine Tochter mit etwa 5, die hat angefangen zu singen auf der Bühne und die Lili nach etwa 3 Sekunden sie so, singen die jetzt das die ganze Zeit? Und ich so, ja, das ist ein Musical und sie ist traumatized gewesen. Also, sie hat's von mir. Anyway, also, wir haben wieder einmal ganz eine aufregende Folge für euch parat gemacht. Halbschlau, Vollherz, Jennifer Walter, Steffi Hipper, die eint. Und, wir starten ja immer mit Shit I didn't buy. Und es ist eine Challenge gewesen, weil ich bin jetzt, letzte Woche auch noch ein bisschen im Ausland gewesen und bin noch, weisst, noch so ein bisschen im Elsass rumgeschnackt. Und es hat ein paar lässige Sachen gehabt, die ich nicht gekauft habe. Aber das, was ich jetzt nicht gekauft habe, ist
online und es ist hure teuer. Willst du es Tell sehen? me. Du, ich weiss, du willst es sehen. Oh shit, Be Real Time. Wenn ihr mit mir aufs Be Real, bin ich total lässig. Also ihr wisst, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der über Ich bin 40 der Be einzige Real macht. Mensch, Warte der schnell. auch Be Real macht. Okay, gut. Also du bist jetzt, schau, das ist jetzt mein Be Real von heute. Danke vielmals. Gut. Sorry, ich bin total abgelenkt, aber niemand ist erstaunt. Okay. Also, Shit Okay. I didn't buy ist, jetzt hängen gerade sag du, was du nicht gekauft hast. Ich kann haken nachher rein. Okay, also, ich weiß nicht, kennst du I Love Mr. Mittens? What? Das ist ein Knitwear-Brand. Oh nein, kenne ich nicht. Ja, und die machen so Zeugs da. So Chunky Knits. Ja, jedenfalls, richtig toll. Handknit, Bio-Wolle, schieß mich tot, glückliche Chef. Wenn du sie normal vom Online-Shop kaufst, also der Cardigan, der Kimi Cardigan ist bei 530 Schweizer Franken. Was völlig okay ist für Ja. knitted. Ja. Aber ich habe eben einen auf einer Secondhand-Plattform gefunden für 120 Stützli. Hör. Und es ist eben vielleicht nicht ganz meine Farbe, darum habe ich sage jetzt mal, dare I say it, noch nicht gekauft. Mhm. Ist total okay. Aber was ist denn für eine Farbe? Ja, ich glaube, es wird schon noch zu meinem Soft-Atem passen. Ich kann das zeigen. Es geht schnell. Also die jetzt nur hören und nicht schauen, Jennifer hat wieder mal so ein schönes dunkel salbeigrünes, tannengrünes Shirt an. Es steht Ja, hier. und ChatGPT hat Jennifer gesagt, sie ist ein Soft-Atem. ChatGPT hat der Steffi Heber gesagt, sie sei 2023 gestorben. Das ist ein anderes Thema. Ich wäre lieber ein Soft-Atem. Ja, also, das ist der Color. Siehst du, Es ist so mauve. Es ist so Mauve, ja, so ein Rosebud Mauve. Hey, Dude, nochmal. Ich bin der Ultra-Enabler, aber das ist im Fall wirklich sehr eine schöne Farbe. Also da ist die Farbe nicht gut, das ist so ein Violett, aber das ist auch der Cardigan. Oh, ich spüre ihn aber sehr. Ja, ich weiss, ich eben auch. Und er ist eigentlich gelistet für irgendwie 165 Franken. Ich habe ihn dann geliked und dann hat sie mir noch also irgendwie ein besseres Angebot geschickt für irgendwie 120 Franken. Und ich fand, oh, das ist schon mal gut. Und dann bin ich halt einfach so der Ultra Michi und habe dann gefunden, ich lese jetzt einfach selber so. Mit Wolle, die 700 Franken kostet, aber ja. Genau so. Mhm. Nicht ausgelassen, dass ich gleich den auch habe. Okay. Ja, also Das ist einfach ein Schnäppli. Also so bitte, es soll nicht jemand posten. Weil das Ding kostet 530 Stutz neu. Und es ist 165. Und auf welcher Plattform hast du einen Secondhand gefunden? Vestiaire Kollektiv. Ah, okay, gut. Also, dann, falls jemand kauft, dann ist Jennifer erlöst und sonst sind wir traurig. Oder wir machen es so, weil wir ja kein Geld verdienen mit dem Podcast, kann man uns ein Geschenk machen. Wir können der Frau Walter den Cardigan kaufen. Ja, wir sollten jetzt eine Wishlist machen. Ich wäre total dabei, weil ich bin wieder mal auf Ganny. Ich weiss nicht, sie schicken mir die ganze Zeit E-Mails und es macht Du mich bist schon immer... eine Ganny-Bitch, hä? Ich bin wirklich eine Ganny-Bitch und jetzt musst du schauen, sie haben einen Ballerina und das Modell heisst Jenny und ich bin eben nicht sicher, darum brauche ich jetzt deine und eure Meinung. Ist er genial oder schlimm? Oh no! No! Sorry, no. No! Nein, look, es ist so... Nein, es ist absurd. Er ist so ein Barfuß, es ist so ein bisschen wie so ein Trailrunner-Schuh, also es geht hart in die Richtung von Aber schau, ganz Zehen. praktisch. Hast du ein Höchstrecht? Ja. Dann vergiss die Schuhe. Die sind zu hoch geschnitten. Okay, aber weißt du, es sind ja schon so hochgeschnittene Ballerinas und sie haben überall so Nieten dran. Und sie sind Aber das Problem ist, wegen der Nieten dehnen sie sich nicht so gut. Das stimmt. Das heißt Höchstrecht und das, forget it. Sorry. Ich bin recht. Mami, aber nein. Thank you so much. Du hast mir jetzt gerade 495 Franken gespart. Sehr gut, hast du mir 10% Super. Thank you, ich tue es printen. Hey, what new idea alert? Immer der Shit, den wir nicht buyen, wo wir nicht kaufen, 10% davon gehen in ein Fresskessel und dann können wir mit dem einmal dick essen. Ich finde das im Fall sehr... weil ich mir so viel Scheissli kaufen. Ja, aber da sind jetzt schon 50 Stutz drin. Also ich finde, das ist recht schnell ein Abendessen parat. Nein, es sind 100 Stutz. Ich meine, es sind 50 Stutz von mir und 40 Stutz von dir. Das ist total wahr. Hey, brillante Idee, kommt auf unsere berühmte Liste. Very good. Finde ich schlau. Also grundsätzlich, ich shoppe wirklich gerne Secondhand. Ich finde das toll. Ich bin gerne auf Vestiaire Kollektiv, weil die da die haben viele Designer-Sachen, die auch zertifizieren. Und nein, ich werde nicht bezahlt für ihn, das ist keine bezahlte Werbung, I wish. Und ich verkaufe auch selber das Zeug, wo noch gut Zweig ist, wo ich nicht mehr will, auf Marco.
Also auch Vestiaire und auch auf Marco, so ein bisschen das unterschwellige Zeug, das nicht gerade irgendwie Designer ist. Und das ist ja so, habe ich jetzt eigentlich gefunden, am I the asshole? Wieso? Ja, ich habe ein Wow. paar Inserate rein. Und unter anderem ein Pollen, die Mhm. Seam-Tasche von Pollen, wo mal richtig cool war und jetzt hat sie einfach jede Kantschülerin. Mhm. Und das nervt mich so ein bisschen. Kann ich total verstehen. Ja? Und sie ist noch gut weg und das Ding ist irgendwie 34 Stutz oder so. Und ich habe wie sie halt schon, ja, sie strahlt und es hat ein bisschen Spuren und innen dran, so hat es einen Kugelkritzer und so. Aber innen, ne? Und ich habe es irgendwie gelistet für 270 Franken oder so. Ich finde es recht okay. Für Neupreis 430. Völlig legitim. Und dann komme ich manchmal so ein Angebot über und ich finde es ja völlig okay. Wir dürfen ja den Leuten so ein Angebot machen und sagen, hey, verkaufen wir es auch für das. Finde ich völlig okay für das. Mhm. Und dann hat mir irgendwie einer geschrieben, ja, hat sie mir das Angebot geschickt für 150. Und ich fand, das ist jetzt schon gerade ein bisschen dreist. So Oh, ein ein bisschen Hunderter weniger irgendwie. Dann hat so geschrieben, so, nein, sorry, ich von 270, ich würde irgendwie auf 240 gehen oder so. Aber Mhm. irgendwie so, ne? Und dann schreibt sie mir zurück, ja, sorry, 150 ist das Einzige, was ich machen kann. Und dann bin ich so, ja, also weißt, ich meine, hey, Respekt. Also weißt, no hate, wenn 150 jetzt gerade das ist, was du kannst zahlen. Ist völlig Ja. okay. Ja. Aber ich bin nicht gewillt, die Tasche zu kaufen für 150. Von dem her, we lovingly part our ways. Und dann ist sie hure pissig geworden. Dann hat er irgendwie so gefunden, ja, das kannst du mir jetzt ja schon verkaufen für 150 und so. Das ist ja immer noch viel und so. Ich so, ja, aber no. Ja. Also, weißt du, so, das ist aber mega mühsam. Ich kann das eben nie, ich verkaufe nicht auf so Plattformen. Und ich glaube, die Diskussionen sind dann eben wirklich mühsam. Weißt du, wenn jemand so weird ausfällig wird. Weißt du, so, why? Es ist irgendwie so, es ist ein Angebot. Sie hat dir das Angebot gemacht. Du hast gesagt, no thanks. Und dann ist es doch wie erledigt. Ich würde eben schon auch meinen. Ich würde eben Okay. schon auch meinen, oder? Aber es sind ganz viele so. Also weißt du, dann irgendwie, hat auch mal eine eben so ein mega tiefes. Ich finde es alles über 20% tiefer, finde ich dreist. Ja. Aber hey, you can try, von mir aus. I respect the hustle. Aber nicht, in der Regel wahrscheinlich nicht bei mir. Und dann habe ich zurückgeschrieben, du, sorry, ich würde irgendwie Maximum 15% runter. Und dann hat sie ein Original, dann hat sie ein neues Angebot geschickt, wo einfach ein Franken mehr war als ihr erstes Angebot. Dann bin ich so, look, sorry, So geht das ich bin nicht. einfach teurer, weil I'm wasting my time. Das ist wirklich so. Eben, für das hätte ich, glaube ich, wirklich keine Nerven. Aber Ja, jetzt ist es auch, ist wirklich ja. schwierig. Ja. Okay. Nein, aber ich finde, du musst weder dich noch deine liebgewonnenen Schätze unter dem Preis verkaufen. Ja. Also, wo irgendjemand Shit I did buy, möchte ich auf Marco. Ist gut. Was ist dein Handle dort? Halbschlau Jenny. Vollherz Walter. Das ist eine gute Frage. Nein, mein Handle ist eigentlich immer It's Jennifer. Oder It's Okay, dann Jennifer findet man dich Walter. schon. Gut, also dann gehe ich dich auch mal dort stalken. Vielleicht kaufe ich etwas von dir und dann ist wie so ein De-Influencing Wir können, und wir können einfach swappen. eigentlich Das das ist heisst eben etwas. Hey, jedes Mal, mittlerweile habe ich es aufgegeben. Wirklich, ich habe es aufgegeben. Why? Bin ich schon mega oft an so Kleiderswap-Börsen gewesen, weil ich das ja eigentlich total toll finde. Mhm. Nur, was will ich mein XL gegen das XS swappen? Es Ja. gibt mir halt nichts. True that. Macht nichts. Es ist, also wir haben glaube ich schon mal von ihr geredet. Ich meine, der einzige Ort, den ich bis jetzt kenne, ist die Curvy and Smart Secondhand. Ja. Gibt es noch irgendwie in Wettigen? Ich glaube, es ist wirklich oder Nein. Schlieren oder etwas Altstädten. Nein, es ist also Hauptsache Limmental, das ist alles. einfach irgendjemand da unten in dem Limmental. Und das ist glaube ich die einzige, die ich kenne, wo wirklich irgendwie weißt, so Plus Also, Size wir hat. auf die Liste ein Plus-Size Kleiderswap. Ja, also ich finde das im Fall wirklich sehr les. Weil ich kann schon wieder meinen Kasten ausmisten, weil ich einfach zu viel Shit habe und das Zeug nicht reinbringen. Wenn ich alles gleichzeitig schön glätte, hat es nicht Platz in meinem Kasten. Und ich hätte wirklich auch wieder recht viel Ware, wo ich finde, brauche ich das wirklich in meinem Leben? Und es sind lässige Sachen. Also, Ja, es ist schon weißt wieder du, ich eine verkaufe magische Liste. nur Zeug, wo legit einfach noch cute ist. Und sonst würde ich es wirklich nicht verkaufen. Okay, also hey, DMt uns, schreibt uns auf halbschlau vollherz auf Instagram, wenn wir jetzt irgendwie ein paar zusammenbringen, wo wir finden, wir wären irgendwie so 6, 7, wo irgendwie sagen wir so Kleidergrösse 46 bis 52 oder so, das wäre irgendwie recht les. Also, Ja, fix, absolut. Und sonst machen wir es einfach zweite.
Ja, also ich glaube, So, das wäre fast Hard einfacher. Cousins. Und dann tun wir ein paar und dann tun wir einfach irgendwie noch 2, 3 Aperol Spritz reinstellen. Und ich Ja, weiss ich genau, jemand, der so Farbberatungen macht und mir dann sagt: «Jane, du bist definitiv kein Softatem.» kannst du bitte aufhören, die ganze Zeit von dem Saft Atemrennen? Wieder kommt es mir wieder in den Sinn, dass ich auch ein Herbsttyp bin und ich will es nach wie vor nicht sein. Ich habe mich noch nicht mit dem abgefunden. Ich finde Farbkleider total toll. Es heisst ja nicht, dass du sie musst einhalten. Ja, aber ich weiss, schau mich an, ich bin ja wieder mal schwarz angelegt. Ich finde irgendwie so, wenn du mir kommst mit irgendwie Ockergel, dann sage ich irgendwie so, schau, ich muss grad, schau, das ist nicht Ockergel, das ist Nein, Gelgel. nicht locker, Zum gell? Körbeln, Ja. es geht nicht. Okay, gut, ich sammle mich wieder, weil ich habe Aber ein wir sehen beide sehr unglaublich gut aus in Khaki. gut, das stimmt. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich manchmal so ein bisschen einen Grünstich bekomme in meinen zauberhaften, faken, blonden Haaren. Und, also ich muss ein bisschen aufpassen mit Grüntönen. Wenn das ein bisschen ins Gel reingeht, dann ist es nicht schön da. Aber anyway, obsessed. Observation. I know, I know. Aber, ich sage Okay. dir, ich habe im Fall so eine entertaining Am I the Asshole Story. Ich freue mich schon total drauf. Ist Okay. gut, ich muss jetzt sammeln. Für mich Also, was haben wir da für 'n Timetag? Wir sind wirklich irgendwie so nein, wir sind total gut in der ist es Zeit. smooth. Extrem souverän. Es ist wirklich, als hätten wir das miteinander besprochen. Also, es hat sich niemand beschwert, wir sagen es lang. Von dem her, hey, Das ist total wahr, sie wollen sogar noch mehr. Aber, ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt recht viel jetzt ich weiss nicht, ob's irgendwie so mit Ostern dazwischen und so, hat's wieder recht viel magische Am I the Asshole Geschichten. viel Familientag. Viel Familientag, es passiert viel, aber was ich eben auch gefunden habe, also was ich festgestellt habe, ist, dass KI anfängt, weisst du, irgendwie so quasi, es gibt recht viel so trashige Fan-Websites, so ein bisschen auf Instagram und Facebook und so, wo dann so KI, weisst du, so Am I the Asshole Sachen kommen, wo dann einfach irgendwie die Leute sagen irgendwie so, hey, sorry, das ist jetzt einfach fehlerhaft. Also, dass jemand irgendwie so eine Story anfängt und du findest irgendwie so, da stimmt ganz vieles nicht. Ist ein bisschen freaky. Also auch da wieder AI ist ein bisschen Ah, das ist spooky. wie hast du das es müsste eigentlich die nächste Rubrik, aber dort haben wir es passt halt jetzt grad, I'm sorry. Ist Haben wir okay. mitbekommen von einer weissen Influencerin, wo ihren Kopf auf den Körper von einer dunkelhäutigen Influencerin AI photoshoppt haben. Ich glaube, ich habe das gesehen. Und sie hat aber auch ihr Gesicht dann angepasst, oder? Ja, also ja, sie hat sich schon so 'n bisschen latinisiert. Okay, das Das ist ein schönes. wild. Das ist wirklich wild. Aber ich glaube, wenn wir etwas gelernt haben, ist, dass es gibt nichts, was es nicht gibt in diesen sozialen Medien. Schon so, Das ist so. schon so. Wir gehören da ein bisschen dazu. Kurz und blutig. Das ist wirklich wahr. Aber also meine MIDS-Geschichte hat eigentlich nichts mit Social Media zu tun, merke ich gerade. Also, ich bin parat. Es ist wieder ein bisschen ein Märchen, also ich muss ein bisschen erzählen. Ist gut? Sind wir Okay, parat? ehrlich du mit Steffi. Gut, also gefunden auf Reddit. Der Titel war, ich habe das unhöfliche Verhalten von meinem Vater direkt vor seinen Augen kritisiert und jetzt redet er nicht mehr mit mir. Okay. Also, das war die Einleitung. Und die Redditorin, die das postet hat, sie hat ihr Alter nicht gesagt, aber das Alter von ihrem Vater weirderweise. Also sie schreibt Folgendes. Mein Vater, Klammer 46, ist der Hauptverdiener, während meine Mutter Hausfrau ist. Sie kümmert sich um alles im Haushalt, wie Kochen und Putzen und Wäsche machen und so. Ich bin das älteste Kind und probiere zu helfen, aber ehrlich gesagt kann ich nur begrenzt viel machen, währenddem mein Vater am Ende des Tages heimkommt und sich buchstäblich über alles bei uns daheim beschwert. Sie schreibt weiter. Zum Beispiel motzt er, dass der Teppich nicht sauber ist oder das Essen kalt. Das führt dazu, dass ich mir täglich einen heftigen Streit zwischen ihm und meiner Mama muss anhören. Das ist anstrengend, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass mein Vater da total im Unrecht ist. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, damit er sein Verhalten irgendwie einsieht, aber ohne Erfolg. Also habe ich mir einen Tag ausgesucht, wo ich gewusst habe, dass er normal von der Arbeit heimkommt und habe so da, als wäre ich er. I know, sounds confusing. Ich erzähle weiter. Nein, ich sehe es, Mirroring, super. Wir müssen uns jetzt einfach da hineingeben. Also, sie schreibt weiter. Ich habe ein Outfit zusammengestellt, das ausgesehen hat wie ein Anzug und habe mir ein schwarzes Klebband übers Maul geklebt, damit es aussieht wie ein Schnauz. Und am 6. Uhr bin ich ins Haus gelaufen und habe gerufen, ich bin daheim! Und dann habe ich mich neben ihm ins Wohnzimmer gesetzt und habe angefangen, meine Schuhe auszuziehen, währenddem ich mich wirklich sehr laut über den Zustand der Wohnung beschwert habe. Er hat mir dann einen sehr verwirrten Blick zugeworfen und hat gefragt, was ich da mache. Ich habe ihn völlig ignoriert und habe dann angefangen, umzuschreien, dass der Teppich dreckig sei, dass die Dusche dreckig sei, dass die Kinder leise sein und so weiter. Er hat mich einfach angestarrt, während meine Mutter und meine Geschwister haben angefangen zu lachen. Und mein jüngster Bruder hat immer wieder auf mich gezeigt und hat gesagt, das ist der Papi. Okay. Und dann
habe ich angefangen, wegen der Znacht rumzuschreien. Und habe bei meiner Mutter geschumpfen, weil die Znacht noch nicht fertig war. Dann hat mich mein Vater gestoppt und hat gesagt, mit sehr ernster Stimme, was ich eigentlich mache. Und ich habe mich dann umgedreht zu ihm und habe dann gesagt, was denn? Darf sich ein Mann nach einem langen Arbeitstag nicht mal verdammt nochmal ausruhen? Und das mit der männlichsten Stimme, die ich angebracht habe. Und mein Vater hat den Wink verstanden, weil es ist genau der Satz, den er täglich benutzt. Er ist dann ruhig geworden und hat mich nicht mehr angeschaut. Und dann habe ich mit dem Theater aufgehört und habe ihm gesagt, dass ich ihm zeigen wollte, wie er sich jeden Tag verhält, wenn er von der Arbeit heimkommt. Er hat nichts mehr gesagt, ist einfach rausgegangen und weigert sich jetzt, mit mir zu reden. Später hat er dann sich total darüber beschwert, dass ich ihn verspottet und demütigt hätte und dass er hart schaffe und dass mein Verhalten total respektlos sei. Sie sagt zum Schluss, meine Mutter hat es lustig gefunden, hat aber auch gefunden, ich hätte das Gefühl von meinem Vater verletzt und ich hätte es anders können überbringen. Bin ich da das Arsch? You're not the asshole, you get an Oscar next. Applaus, 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 Applaus. Ja, ist die Methode vielleicht radikal? Ja. Finden wir Radikalität gut? Auch ja. Ist er ein Bubenvater? Auch ja. Und ich so, hey, ist das einfach irgendwie, das klingt für mich so wie ein Latino-Vater aus den 50er Jahren. Aber ich glaube, so Sachen Für mich ist passieren. er mal weiss. Ich finde, für mich ist er weiss. Okay, wirklich. Der schwarze Schnauze hat mich ein bisschen abgelenkt. Aber also, was ich auch noch muss sagen, das ist ein Best of Wine gewesen. Also es hat kein Verdikt gehabt, weil eine hat das einfach dort repostet, weil sie hat natürlich wahnsinnig viel Applaus bekommen aus dem Internet. Ja. Und das ist jetzt einfach... Ja, not that so. Aber meine Frage ist mehr noch, wer läuft mit den Schuhen bis ins Wohnzimmer? Jeder Amerikaner. Aber wirklich jeder. Ist so das... Nein, sagen wir es mal so. Jeder weiße Amerikaner. Okay, ja, do not do that. Nein, das muss man nicht erzählen. Nein. Das ist wirklich wahr. Also ich weiss, ich in meiner Kindheit, niemand hat Schuhe abgezogen irgendwie vor dem Haus. Und, oder irgendwie vor der Haustür. Oder halt im Gang. Oder on the porch. Ihr habt immer, alle Amerikaner so eine beschissene Front porch. Ja, das stimmt. Das hat That's the place. Oder? Ich meine, das hat man in den USA wahrscheinlich nicht, aber in England hast du den Mudroom. Dort wird Scheiß abgezogen. Also, das würde mich jetzt auch noch wundern. Ich weiss, ich rufe jetzt ein bisschen viel nach Interaktion, aber kennst du jemanden, der sagt, nein, bei euch? Also, hast du irgendwelche Freunde oder Verwandte, wo man die Schuhe nicht abzieht? Weißt du, sagen, nein, komm einfach rein, musst die Schuhe nicht abziehen. Kenne ich im Fall literally nicht. Ich habe es auch schon gesagt, bei mir daheim, wenn ich finde, ich muss morgen sowieso putzen. Und es ist, weißt du, wenn ich das Gefühl habe, die Leute machen sich eher ihre Socken dreckig bei mir auf dem Boden. Aber ich habe das auch schon gesagt, hey, nein, musst die Schuhe nicht abziehen, weil es einfach mir eine sehr kalte Wohnung also der Einzige, wo ich das nicht gesagt habe, ist irgendwie, sind die unsere Möbel reingezügelt haben. Denen habe ich gesagt, hey, ist okay, lass Schuhe an. True that. Und auch bei den Handwerkern, die schnell rein müssen, irgendwie zum etwas machen, also, okay, komm, halt sie an, wirklich. Und dann putze ich schnell dort. Aber nein, sorry. Nein, ich finde wirklich, also, alle mich kennen, ich meine, ich bin nicht not a Type A. Nein, ich finde es gruselig. Es ist wirklich der Strassendreck, wenn wir nicht reintragen. Nein, und das finde ich das Gleiche wie so mit den Strassenkleidern, wo du im Tram gesessen bist, dich auf dein Bett flätzen. Ja, Sofa, völlig okay. Sofa, Bett, okay, Sofa, nein. okay, aber Bett? Ja, geht mir im Fall so. Oder? Ja. Oder? Nein. Auch schwierig. Hey, darf ich schnell einen Schwank aus meinem Leben erzählen? Wir haben Oh, vorher, also ich muss zugeben, Jenny und ich tun uns immer, bevor wir den Podcast starten, tun wir schnell 5 Minuten miteinander ablästern, was im Leben passiert ist. Ich kann sagen, alles, was wir nicht da sagen. Genau, es ist wirklich manchmal mit den Fluchwörtern. Nein, die bringen wir auch so. Und heute ist mir etwas so, also es ist nicht lustig, aber wir haben eine sehr die Altbauwohnung. Weisst du, so, da ist jedes, also wirklich einfach sehr lange nicht mehr renoviert worden. Und heute Morgen ist noch ein Elektriker vorbeigekommen, der einfach müssen, weisst du, die müssen alle 5 Jahre die Steckdosen überprüfen und so. Und ich habe gedacht, das geht in 2 Minuten. Hey, und er ist im Fall reingelaufen und er hat jede Steckdose hat er so gemacht, so piep, piep, piep. Und jedes Mal hat er gesagt, ui. Und ich so, what? Und er hat also wirklich mehr oder weniger in jeder Steckdose von unserer ganzen Wohnung hat er einfach gesagt, es ist im Fall mega gefährlich. Und dann hat er unseren Sicherungskasten gesehen, wo irgendwie, glaube ich, von 1940 ist, weißt, mit den Schraube-Keramiksicherungen. Und irgendwie so, ui, nein. Dann hat er angefangen, Fotos zu machen für seine Kollegen. Und ich so, hey, dude, also calm down. Hey, jetzt ist einfach, ich glaube, wir haben einfach irgendwie einen Fire Trap da. Und er hat gesagt, hey, die Steckdosen dürfen wir nicht brauchen. Und ich so, ja, die benutzen wir auch seit 25 Jahren nicht. Das ist völlig okay. Wir haben einfach irgendwie herausgefunden, welche Steckdosen nicht gehen. Und es hat mich ein bisschen beunruhigt. Also auf jeden Fall, ich glaube, ich habe jetzt einfach
die Steckdose in dem Zimmer funktioniert und die benutze ich jetzt einfach. Und, also wenn jemand so Adleraugen hat, Das ist zum Beispiel etwas, was ich wirklich nicht weiss. Ist das noch so ein Urban Myth? Früher hat mir mein Vater immer gesagt, ich darf nicht irgendwie 7 Geräte an einer Steckdose haben. oh, it's very true. Es knallt sicher nicht raus. Es ist wirklich so. Ja, aber ich kann fix irgendwie 30 Geräte an einer Steckdose. Nein, du musst halt einfach. Nein, du kannst ja Also in meinem Büro ist eine Steckdose. Da ist jetzt der Computer dran. Und das ist ein relativ viel Power-Sucking-Ding. Und die Lampe und der Drucker. Ja, aber es ist, also, sorry, ich bin kein Elektriker, aber was ich weiss, ist, dass das sind nicht die Geräte, die ihnen das Problem sind, sondern es ist der Staubsauger, der Wasserkocher, der Föhn. Es hat einfach Geräte, die hure viel Power brauchen und ich glaube, der Wasserkocher ist etwas am Schlimmsten. Und also wir haben wirklich regelmäßig, ich weiss genau, ich darf den Staubsauger nur in der einen Steckdose in der Stube, okay, es ist schon ein bisschen weird, wenn ich das selber sage. Wir haben eine Steckdose, die den Staubsauger mag vertragen. Aber ja, So cute Icons dran. Das wäre mega cute. Weißt du, du könntest so cute Icons dran kleben. Staubsauger, Steckdose. das ist so. Und was ich wollte sagen, ist, wenn jemand genau schaut, bei mir reinzoomt, wir haben da bei der Türe, hat es da ein Lichtpost nicht dran, oder? und es hat ein gelbes Post-it dran, wo steht «Non». Und das ist für die Elite, die sie mich gesucht hat, weil das ist zum Beispiel ein Lichtschalter, der alles abstellt in der ganzen Wohnung. Und das ist wirklich jede Steckdose. Und sie hat die ganze Zeit, wo sie auf durch war, hat sie die ganze Zeit bei uns den Strom abgestellt. Und ich so, wer hat das überhaupt jemals da rein da vor 40 Jahren? Ein Lichtschalter. Madness. Anyway, und darum ist das jetzt «Non» und es ist überklebt und wir wüssten es einfach. Eben, also ich merke, Altbauwohnungen sind nicht immer so super charmant. Not Aber ja. for the faint of heart. That was my fun day. Und vor allem der elektrische Guy ist irgendwie so 23 gewesen und der wirklich die ganze Zeit so, uiuiui, das habe ich wohl noch nie gesehen, noch nie gesehen. Und ich so, okay, gut. Also ich hoffe, der Elektriker, der kommt. Weil wir haben ja seit der Sanierung, seit letztem September, einen neuen Backofen. Und irgendwie vor 2 Wochen ist zum 4. Mal seit September das Bachofenlicht kaputt gegangen. No way. Und wir sind so an dem Punkt, wo wir finden, ich glaube, das Gerät ist faulty. Weil es kann eigentlich nicht sein. Ja, jetzt kommen wir mal morgen und schauen, was der sagt. Okay, ich bin gespannt. Da kannst du noch So. reinhauen. Also ich habe das... Bigger and better things. Gut, finde ich total gut. Du hast... wir haben ja unsere Rubrik «Das musst du gehört haben». Oh, ich habe jetzt gut. Gell? Ein Lichtblick für uns alle. Okay, los kurz. Also, Disclaimer, das wird jetzt vielleicht ein bisschen Nerd-Alert. Ich bin ja, ich tue ja schon recht Fangirlen von einer bestimmten Person und die Person ist Naomi Klein. Mhm. Man kennt sie vielleicht von Shock Doctrine oder No Logo und sie hat immer wieder geschrieben, Shock Doctrine ist nicht ihr letztes Buch, Steffi. Danke, ja, ich bin total daneben gelegen. Und sie hat jetzt ein neues. Es kommt ein neues Buch raus. Für ihr. Ich glaube, jetzt irgendwie so im Sommer, frühen Herbst. Und es heisst End Times Fascism. Ooh, that's right up your alley. Es ist richtig gut, weil es ist wirklich einfach so. Make no mistake. End Time Fascism is here. Mhm. Und also eben, sie ist Co-Author zusammen mit der Astra Taylor. Sie hat letztes Jahr mit ihr einen Guardian-Artikel geschrieben, wo es einfach um das geht. Und jetzt ist aus dem das Buch entstanden. Und es geht halt wirklich so ein bisschen alles, es ist so ein Breitschlag gegen Eis, Atomwaffen, generative KI, Billionäre, einfach so das ganze Ding. Aber, und das finde ich aber wirklich schön, sie hat dann doch geschrieben, so während sie das Buch geschrieben haben, haben sie immer wieder so kleine Ritzen entdeckt, wo das Licht reinkäme. Das ist wichtig. Von dem her, es ist wahrscheinlich nicht einfach all Doom and Gloom. Und von dem her ist es schon on the Pre-Order List. Lesen. Das kommt im Sommer, hast du gesagt. Sommer oder frühen Herbst. Ja. Okay, gut. Also, es ist auch lustig, dass du das sagst, weil ich habe heute auch ein wahnsinniges Flash gehabt. Weil ich weiss nicht, hast du von dem Buch schon gehört? Es hat so einen neuen Bestseller. Es ist, glaube ich, so ein bisschen Devil Wears Prada Level vom Hype, wo jetzt läuft. Und zwar ist das von der Carol Claire Burke. Und sie hat das Buch geschrieben, Yesteryear. Und zwar ist das quasi ein Roman, wo um Tradwife-Influencerinnen handelt. Oh mein Wo Gott. irgendwie aus Versehen tatsächlich irgendwie ins Jahr, ich muss schnell schauen, 1855 zurückbeamt wird. Weißt du, so der ganze Lifestyle, wo sie quasi spielt, für all ihre Follower. Und dann wird Katie so ein Zeitloch und muss wirklich dort leben. Und
Hey, die Reviews sind so gut, mein ich habe mir das Gott. sofort gekauft. Es ist jetzt taufrisch, gerade frisch auf mein Kindle abgebeamt worden. Und es kommt Ende April auf Deutsch raus. Es wird auch Yesteryear heißen. Und es tönt so geil, weil es ist Okay. 100%, 100% Ballerina Farm. Es ist einfach quasi inspired by the Uber-Influencerin herself. All connections with real life people are just hereditary. Ja, es ist wirklich, das ist ein totaler Zufall. Aber ich bin sicher, ich werde das nächste Woche schon Aber hey, durchgelesen haben. Ich kann euch dann eine Review geben. Und es kommt eben auf Deutsch. ja, Ende. unbedingt. Also wir können sonst wirklich auch gerne Book of the Month Club machen. Das ist auch schon, glaube ich, Ich Idee finde, 20 von unserer Liste. es ist wirklich so. Aber das ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen ein Downer. Ich gehe ja auch gerne in die Bibliothek. Ich bin eine von diesen Snowflakes, I know it. Aber Bibliotheken sind wichtig. Und ich habe den Party Crasher ausgeliehen von der Sophie Kinsella. Und ich meine, we all fucking love Sophie Kinsella. Ja, Shopaholic. Shopaholic, der Party Crasher ist wirklich extrem lustig. Der Burnout ist extrem lustig gewesen. Anyway, und das ist, ich bin gerade den Party Crasher am Lesen und ich bin jetzt so in der Hälfte und finde so, hey, weißt du was, wenn ich jetzt schon vielleicht einfach ihr das neueste Buch bestelle, weil der Party Crasher ist irgendwie im 22 rausgekommen, wenn ich jetzt das neueste Buch bestelle, dann kann ich nahtlos weitermachen. Und dann bin ich schauen und she fucking died! I know. Und ich habe das nicht gewusst. Ich meine, ich weiß nicht, wieso ich das nicht gewusst habe. Aber sie ist letzten Dezember an einem Hirntumor gestorben. Es ist mega sad. Aber das hast du nicht mitbekommen. Und dann finde ich es eben noch viel tragischer. Weil du hast dich schon gefreut und gefunden, oh, das nächste ist das sicher, das ist... Ja, oder ich habe es eigentlich nicht mehr, ich habe es damals mitbekommen, aber nicht mehr jetzt präsent gehabt. Ich habe wirklich gegoogelt und gefunden so, fuck, sie ist gestorben. Okay, es ist vielleicht auch so wieder eine Perimenopause-Situation. Vielleicht hast du es gehört und hast es wieder vergessen. Maybe. I'm so sorry. Das tut mir leid. Aber wir haben nachher wieder Lesefutter. Ich gebe dir dann Yesteryear. Sehr gut, Nein, sehr gut. hast du das, sorry, heute ist Plaudertaschentag bei mir, aber bei den Kindle-Settings, also ich habe ein Kindle und mein Mann auch, und dann haben wir das beide so freigeschaltet, weißt, dass wir quasi Bücher voneinander lesen können. Ja. Und dann ist es mir auch schon 2-3 Mal peinlich gewesen, weil ich habe also auch schon ein bisschen weirde Bücher, mit so, weißt, das mit den Schlangenmenschen, die sehr viel Sex haben, das ist irgendwie so wirklich, weißt, so das Dark Spicy-Zeug, haben wir schon mal drüber geredet. Ja. Also, ich weiss nicht, ich hoffe nicht, dass er eins von denen angefangen hat und gefunden hat, what, sind das deine Fantasien? Aber, und das ist wirklich cool, weil irgendwie so, ich kann wirklich etwas lesen und dann finde, du liest nur Schrott im Moment. Und er hat eben schon auch gerne so ein bisschen weirde Bücher, aber wir haben jetzt auch gerade miteinander, es ist fast ein bisschen romantisch, habe ich jetzt auch ein Buch abgeladen, wo wir beide am Lesen sind. Und zwar The Dungeon Dweller Carl. Und du musst einfach, es ist wirklich, I know. Und es muss so eine mad Geschichte sein, so Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Es ist so Fantasy, Science Fiction, es ist wirklich Madness. Ich habe es gestern Abend angefangen und glaube, sie nach einer Stunde, ich so, what? Aber, also macht Spass. Und er hat gesagt, er hat es heute im Geschäft, hat während dem Grafik machen, hat er das Hörbuch gelesen und gesagt, das ist genial. Also, auch noch, okay, wir hören jetzt Ich glaube, ich glaube, das letzte Buch, das wir beide gelesen haben und beide Übereinstimmung gefunden haben, das ist jetzt noch amüsant gewesen. Ich glaube, irgendwie die Angst des Torwarts vor dem Elfmeter gewesen. Also, vor irgendwie 20 Jahren. Okay. Aber speaking of books, also technically not books, aber das habe ich jetzt auch gestern per Zufall herausgefunden, weil die Premiere war und ich ein Foto gesehen habe von der Nicole Kidman in einem viel zu engen Schiaparelli-Dress. Eines meiner Lieblingsbücher von den letzten paar Jahren ist verfilmt, ist verseriert worden. Und zwar Margot's Got Money Troubles. Kenn ich nicht. Good. Oh, next on the list, Steffi. Gerade auf die Liste, Rupert Thorpe, Margot's Got Money Troubles. Und es fängt so an, dann findest du so, okay, I know how this ends. Und no, you do not. Es hat wirklich alles. Es hat sogar weird Sci-Fi Porn. You had me at Money Troubles. Ja, Margot's Got Money Troubles. Es ist Weißt du was? so lustig. Nein, sorry, wir müssen jetzt ganz schnell ein Service-Announcement. Wir haben jetzt über zu viele Bücher geredet. Wir machen, ich schwör's, ich poste das auf Halbschlau Vollherz, mache ich noch schnell die Leseliste. Ist gut, ich tue es gescheit Stories oder ich mache einen Feedpost mit den Büchern, die wir jetzt besprochen haben. Ja, das ist ein Service-Public von dir, Steffi. Es ist wirklich so. Und ich weiss immer dann etwas und dann weiss nicht mehr, wo ich es abgespeichert habe. Und ich mache wirklich einen Post, dass wir das irgendwie können, dass die Leute das können anschauen können. Weil es ist zu viel guter Lesestoff jetzt gerade erwähnt worden. Ja, absolut. Nein, das ist so. Service-Public, Steffi, du bist... Absolutely. Wir sind halt so. Das Mensch. That's how we roll. Es ist eine Freude gewesen. Nein, mir gesagt, nicht mehr singen. Du, wenn du anfängst, dann muss ich es matchen. Nein, weißt du, du tust literally einstimmen. Nein. 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 Solo. Ich kann perfekt... Du einfach so, Lömmer. Okay, also wir probieren auch nächste Woche nicht zu singen.
immer am Donnerstagmorgen haben wir einen neuen Podcast. Nächste Woche wird es wild. Und wir tun uns für den Am I the Asshole Marathon sind wir am Trainieren, we promise. Ja. Wird super. Hey, ich finde es eigentlich etwas für so oh shit, ich jetzt wieder sagen Folge 30, aber die ist in 2 Wochen. Wir sind wahnsinnig. Weißt du was? Am längsten Tag vom Jahr, was ist der 21. Juni? Ich finde das irgendwie so der Aber wenn Sommersonnenwende. es jetzt natürlich ein Donnerstag wäre, ich weiss natürlich. Wart? Es ist ein Sonntag. Nein, es ist Ja. der Mai. Entschuldigung. Nein, sorry. Ich soll jetzt weiterblättern. Nein, es ist ein Sonntag. Aber es wäre cool gewesen. Sonst halt der Donnerstag. Ist gut, das können wir machen. Ist gut, ich habe es notiert. Notiert. Also, Frau Walter, Herr Hipper, wir hören uns nächste Woche. freut mich, Danke mach's vielmals fürs gut. Zuhören.